Die Situation hier an eurer Akademie ist von entscheidender Bedeutung. Und unsere Versuche, euch so wie vorher zu erreichen, sind gescheitert. Ich glaube, der Grund ist eben das, was uns so beunruhigt. Dieses Objekt. Das Auge von Magnus, wie eure Leute es jetzt nennen. Okay, und weiter geht's. Letztes Mal sind wir ja mit dem Tolftier zusammen in die Tiefe vom Saartal gegangen, um dort die frisch gelernten Schutzzauber zu praktizieren. Und haben dann dort überraschend einen sehr speziellen Fund gemacht. Das Mal geht es darum, dass wir herausfinden, was hinter dem komischen, runden Ding steckt, wo mir sehr fasziniert hat und immer noch tut. Und wir werden einiges Interessantes herausfinden. Lassen wir uns überraschen. So, lassen wir uns das Tolftier einführen. Dieses fantastische Objekt. Es strahlt förmlich Magica aus. Doch ist es anders als alles, was ich je zuvor gespürt habe. Erzmagier Ahn. Ich glaube, an der Akademie ist es Zeit für einen Führungswechsel. Ich störe nur ungern, aber ich muss sofort mit eurem Kollegen sprechen. Das ist sehr ungebührlich. Wir führen hier ernsthafte Forschungsarbeiten durch. Ja, die Wichtigkeit ist mir bewusst. Hierbei handelt es sich aber um eine Sache, die nicht warten kann. Nun, ich bin sicher, ich bin noch niemals auf diese Weise unterbrochen worden. Was für eine Dreistigkeit! Wir setzen dies wohl lieber später fort, wenn wir Unterbrechungen vermeiden können. Ihr müsst sofort mit mir kommen. Gehen wir. Ich mag die immer noch nicht. Du kommst auf die Liste mit dem Uli zusammen. Für diejenigen, die nicht wissen, wer der Uli ist, ich verlinke euch ein Video oben. Und stören ihr euch auch so überdatet da drin? Was macht der? Genau. Hey du. Ihr seid neu, Ja, stimmt's? und du bist nervig. Beherrscht ihr schon die Expertenstufe der Zerstörungszauber? Nein, das tue ich nicht. Ihr werdet mit diesem Mönch reden und herausbekommen, warum er hier ist. Danach werden wir ihn vom Akademiegelände entfernen. Mit diesem Mönch. Ancano. Bitte macht euch keine Sorgen. Was ihr hier lernt, lernt ihr fürs Leben. Vielleicht sogar für mehrere, wenn ihr Talent habt. Es ist schön, euch persönlich kennenzulernen. Die Farbe nervt mich. Oh ja. Ich möchte einfach nur mit euch reden. Ich habe uns die Möglichkeit verschafft, ganz unter uns zu reden. Aber das kann ich leider nicht lange. Wir müssen uns kurz fassen. Die Situation hier an eurer Akademie ist von entscheidender Bedeutung. Und unsere Versuche, euch so wie vorher zu erreichen, sind gescheitert. Ich glaube, der Grund ist eben das, was uns so beunruhigt. Dieses Objekt. Das Auge von Magnus, wie eure Leute es jetzt nennen. Okay. Die Energie, die es aussendet, hat verhindert, dass wir euch mit den Visionen erreichen, die ihr bereits gesehen habt. Je länger es hier bleibt, desto gefährlicher wird die Lage. Darum bin ich persönlich gekommen, um euch zu sagen, dass es aus dem Weg geschafft werden muss. Ich hoffe, da hast du wie heisst der, Tolftier? Glaub. Schon gesagt. Das wird leider nicht so einfach sein. Ihr müsst verstehen, dass der Sijik-Orden normalerweise nicht direkt in die Ereignisse eingreift. Meine Anwesenheit hier werden einige im Orden als Affront betrachten. Und sobald wir fertig sind, werde ich eure Akademie verlassen. Mir ist nur allzu bewusst, dass meine Ankunft Verdacht erregt hat. Besonders bei Ancano, eurem Kollegen bei den Talmor. Dennoch wird mein Orden nicht direkt tätig werden. Diese Aufgabe müsst ihr übernehmen.
Ich nehme an, ihr bezieht euch auf Ankanos Abneigung gegen den Sijik-Orden. Die Talmor sehen unseren Orden als Bedrohung an, weil wir mächtig sind und ihnen nicht gestatten, uns zu kontrollieren. Ich versichere euch, dass wir euch nichts Böses wollen. Wie ihr vielleicht schon erfahren habt, ist dieses Objekt, das Auge, ungeheuer mächtig. Diese Welt ist noch nicht bereit dafür. Wenn es hier bleibt, wird es missbraucht werden. Ja, tatsächlich glauben sogar viele im Orden, dass das bereits geschehen ist. Oder vielmehr, dass bald etwas geschehen wird, das nicht verhindert werden kann. Wir glauben, dass ihr euch um die Konsequenzen kümmern solltet. Aber wir können nicht voraussagen, wie diese aussehen werden. Ich befürchte, ich habe die Grenzen meines Ordens bereits überschritten. Aber eines will ich euch noch sagen. Sucht den Auguren von Dunline hier in eurer Akademie auf. Seine Wahrnehmung mag schlüssiger sein als unsere. Er war früher Schüler hier an der Akademie. Jetzt ist er etwas anderes. Ich bin mir nicht sicher. Er ist irgendwo in der Akademie. Sicher weiß einer eurer Kollegen, wo er zu finden ist. Ich bedauere, euch nicht weiter behilflich sein zu können, aber dieses Gespräch strengt mich sehr an. Okay. Jetzt muss ich euch leider verlassen. Wir werden weiter über euch wachen und euch leiten, so gut wir können. Okay. Ihr könnt euer Ziel erreichen. Vergesst das nicht. Sehr Dank. Wolltet ihr Wow. etwas sagen? Was soll das bedeuten? Es Ah, tut die mir ist leid, gerade aber gut. ich verstehe nicht. Tut nicht so geheimnisvoll. Ihr wolltet ein bestimmtes Mitglied der Akademie sehen. Hier ist sie. Also, was wollt ihr? Es hat ein Missverständnis gegeben. Ich sollte eindeutig nicht hier sein. Ich werde einfach gehen. Was? Was sind das für Tricks? Ihr geht nirgendwo hin, bevor ich nicht weiß, was ihr im Schilde führt. Ich führe nichts im Schilde. Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich euch in irgendeiner Weise gekränkt haben sollte. Wir werden uns darum kümmern. Du meinst, ich werde mich darum kümmern. Also, die Lydia und ich. Du nicht. Ich bin mir nicht sicher, was geschehen ist, aber ich werde der Sache auf den Grund gehen. Machst du da? Das sind Lügen. Alles Lügen. Mir ist es egal, was sie euch gesagt hat. Es sind alles Lügen. Okay. Faralda. Tut nicht so, als hätte sie nichts gesagt. Ich kenne sie. Ich weiß, was sie im Schilde führt. Die Faralda ist voll okay. Vertraut ihm lieber nicht. Er führt etwas im Schilde. Natürlich führen die meisten hier etwas im Schilde. Aber in seinem Falle ist es nichts Gutes. Ich habe es noch nicht herausbekommen, aber das werde ich noch. Aber er sieht recht gut aus, nicht wahr? Keine Ahnung, noch nie gesehen. Was ich für ein Problem mit ihr habe, sie hat ein Problem mit mir. Sie fühlt sich durch mich bedroht. Durch mein Können als Zauberin. Durch meine Eleganz und Haltung. Durch mein überlegenes, gutes Aussehen. Du deine Aber Bescheidenheit. sie wird mich nicht unterkriegen. Oh nein. Das lasse ich einfach gar nicht an mich heran. Das will sie doch nur. Sie versucht, mein Selbstvertrauen zu untergraben und mich in Selbstzweifel zu stürzen. Nun, das wird nicht funktionieren. Das sage ich euch. No offense, but I really don't care. Also gut? Schön, gell? Ich brauche eure Hilfe in einer Angelegenheit. Einer Privatangelegenheit. Davon habe ich noch nie etwas gehört. Habt ihr Tolfdir gefragt? Er ist schon lange hier und weiß offenbar fast alles. Ist das toll hier?
Hoi du. Gut zu sehen, dass es in Himmelsrand immer noch so gute Menschen gibt. Ihr gebt einem alten Mann Hoffnung. Ah, das ist ein Name, den ich schon seit geraumer Zeit nicht mehr gehört habe. Meine Güte, es ist schon Jahre her, seit ich das letzte Mal mit ihm gesprochen habe. Ich nehme an, er ist immer noch unten in der Müllgrube, aber ich habe nicht nachgesehen. Müllgrube. Werdet ihr ihn aufsuchen? Jawohl. Richtet ihm einen Gruß von mir aus, ja? Toni ausrichten. Unterhalb der Akademie. Es ist nicht sehr angenehm dort. Also seht euch vor, wenn ihr dort hinuntergeht. Das ist die Klappe, die ich mal erwähnt habe. Lebt wohl. Es ist immer ermutigend zu sehen, wie die jüngeren Generationen sich auf ihre Ausbildung stürzen. Nun, es würde ihm wohl nichts ausmachen. Das war natürlich alles vor meiner Zeit, wisst ihr. Ich habe die Geschichten gehört, genau wie alle anderen. Er war ein brillanter Schüler, ein versierter Zauberer, hat sich auf eine Weise in Magie vertieft, wie ich es noch nie bei jemandem gesehen hatte. Aber ich glaube, er hat sich zu sehr darauf konzentriert, wie viel Macht er erlangen könnte. Das führte schließlich zu dem Unfall. Was für ein Unfall? Kann man die da nicht fragen? Gut, dann frage ich ihn. Lebt wohl. Du auch. Das Ding ist unterhalb von der Akademie, aber ich weiß nicht mehr auswendig wo. Die Akademie wird für euch da sein, was auch geschieht. Help will always be given at Hogwarts to those who deserve it. Eine Ausbildung wird immer erst im Nachhinein geschätzt. Das verstehen die jungen Leute einfach nicht. Genau da. Ah. Okay. Von dieser Fall habe ich nichts gewusst. Oh. Das ist ja der Rattenweg in Rift und gerade noch heilig dagegen. Eigentlich kann ich auch Flammen wollen. Macht auch ein bisschen mehr Sinn. Passen. Hol du.
Du ja, was haben wir jetzt aktiviert? Ah, da sind wir schon gewesen. Ah nein, den haben wir ja von da oben abgeschossen. Kunst. Das war jetzt eine gute Idee, hier runterzukommen. Oh oh. Euch vernichten! Frühert mich gerade. Wieso habe ich... Wieso habe ich jetzt die leeren Flaschen aufgenommen? Du ja. Aber erinnert euch da? Ja gut. Ui. Haben wir die kremiert? Ja, jetzt sind wir wieder da oben. Hat schon gestummt. Also da hinten. Und dann da. Eure Beharrlichkeit wird euch nur zu eurer Enttäuschung führen. Ihr beharrt noch immer darauf. Nun denn, tretet ein. Das ist nicht lieb. Ich bin der, den ihr gesucht habt. Eure Anstrengungen sind vergebens. Es hat bereits begonnen. Aber jene, die euch schickten, haben euch nicht gesagt, wonach sie suchen. Wonach ihr sucht. So ist es. Also machtet ihr euch auf die Suche, nicht wissend warum. Wie andere vor euch folgt ihr blindlings einem Pfad in euer eigenes Verderben.
Auch der Talmor kam und suchte nach Antworten, nicht wissend, dass sie sein Verderben bedeuten würden. Euer Pfad folgt nun dem seinen, doch ihr werdet zu spät kommen. Der auf den Namen Ancano hört. Er sucht Informationen über das Auge, doch er wird etwas ganz anderes finden. Eure Wege werden sich kreuzen, doch zunächst müsst ihr finden, was ihr benötigt. Ihr und diejenigen, die euch helfen, wollt mehr über das Auge von Magnus erfahren. Ihr wollt ein Unheil abwenden, dessen ihr euch noch nicht bewusst seid. Um durch das Auge von Magnus zu blicken und nicht zu erblinden, benötigt ihr seinen Stab. Die Ereignisse bewegen sich auf ihren unaufhaltsamen Mittelpunkt zu. Ihr dürft keine Zeit verlieren. Geht mit diesem Wissen zu eurem Erzmagier. Dann machen wir doch da. Bin ich mal gespannt, was der sagt. So ein Erzmagier. Ich glaube, an der Akademie ist es Zeit für einen Führungswechsel. Ja? Und die wären? Bitte was? Es ist... Nun, ich hätte liebend gern solch einen mächtigen Stab. Aber ich bin mir nicht sicher, ob jemand von uns ihn wirklich braucht. Wir brauchen den. Und woher wisst ihr das? Ich weiß es einfach. Naja, mit dem Auguren Wirklich? geredet. Und er hat ausdrücklich den Stab des Magnus erwähnt? Ich bin von eurer Initiative beeindruckt. Natürlich muss das jemand untersuchen. Aber sicher, da ihr sogar den Augur um Rat ersucht habt, dachte ich, ihr wärt enthusiastischer. Etwas so Besonderes und Uraltes wie den Stab des Magnus. Ich bin mir nicht sicher, ob wir so etwas jemals finden werden. Ich erinnere mich daran, dass Mirabelle kürzlich den Stab erwähnt hat. Vielleicht kann sie euch etwas erzählen. Ich bin recht zufrieden mit eurem Fortschritt, wisst ihr? Ihr habt auf jeden Fall bewiesen, dass ihr mehr seid als ein bloßer Lehrling. Gut gemacht. Dieser Silberreif war einmal von unschätzbarem Wert für mich. Ich hoffe, dass er jetzt euch nutzen kann. Das ist der lieb. Gut, gehen wir Mirabelle suchen. Das steht ja meistens ein bisschen vor der Akademie rum.
Türsteherin von der Akademie. Das mal nicht. Hey du. Bitte behelligt, wenn es Probleme gibt, lasst es mich wissen. Es ist meine Aufgabe. Nun, das ist eine merkwürdige Frage. Warum in aller Welt wollt ihr das wissen? Ich verstehe. Nun ja, das habe ich wohl erwähnt. Aber ich weiß nicht genau, was ich euch seiner Meinung nach nun sagen soll. Ich habe ihn erst vor einigen Monaten darauf hingewiesen, als die Synode hier auftauchte und danach suchte. Offenbar dachten sie, wir hätten es hier irgendwo in einem Schrank. Magier, die ihren Hauptsitz in Cyrodiil haben. Sie halten sich seit ein paar hundert Jahren für die kaiserliche Autorität in Sachen Magie. Meines Wissens wollen sie mit ihren Aktionen in Wirklichkeit nur die Gunst des Kaisers gewinnen. Viel Politik, wenig Magie. Ich war ganz überrascht, sie vor unserer Tür vorzufinden. Sie schienen durchaus liebenswürdig, doch die Richtung, in die ihre Fragen gingen, war mir nicht ganz geheuer. Es zeigte sich, dass sie versuchen, machtvolle Artefakte an sich zu bringen, um ihre Macht zu festigen. Das weiß niemand hier. Die Synode schien überzeugt, dass er irgendwo in Himmelsrand sein müsse. Sie erkundigten sich nach den Ruinen von Mesulft, aber mehr weiß ich nicht mehr. Ja gut, Es klang, als seien sie dorthin unterwegs, auch wenn sie aus dem Grund dafür ein großes Geheimnis daraus machten. Wenn ihr unbedingt nach dem Stab suchen wollt, findet ihr sie möglicherweise noch in Mesulft. Erwartet nur nicht, dass sich ihre Mitglieder als kooperativ erweisen. Nein, um die kümmern wir uns schon noch. Gut, dann gehen wir dort hin. Danke, Mirabelle. Bis zum nächsten Mal. Sind wir doch schon wieder ein ganzes Eckli gescheiter. Also ich weiss nicht, wie es euch geht, aber ich will unbedingt herausfinden, was mit dem Auge des Magnus und mit dem Stab auf sich hat. Darum wird nächstes Mal eine längere Folge, weil es eine spezielle Folge wird. Und nicht nur wegen dem, sondern nächstes Mal ist es so eine Art Jubiläumsfolge. Es ist nämlich bereits die 20. Episode unserer Skyrim-Serie. Ich meine, allein schon da ist es wert, um ein bisschen etwas Spezielles zu machen. Ich freue mich schon riesig drauf. Ah ja, und ihr kennt die Spiele. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, abonnieren, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr das garantiert nicht. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Ciao. Tschüss.